Jo und hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Let's Play Minecraft. Ja, wieder mal eine neue Folge und wir werden hoffentlich mal wieder etwas bauen, nämlich haben wir vor, gerade einen coolen Turm zu bauen. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ob ich da wirklich etwas sollte bauen. Wieso, ja, schon ein bisschen abgelegen ist, ich weiß auch nicht. Aber warum? Ich glaube, das machen wir dann. Das wird unsere neue Hauptbasis da. Ich habe wieder ein paar Themen und ich hoffe mal, ich kann euch wieder ein bisschen unterhalten mit dem Scheiß, den ich blabbere. Auf Deutsch gesagt. Und dann werden wir vielleicht mal, nicht in dieser Folge, aber vielleicht in der übernächsten oder so, mal auf Diamantensuche gehen, weil ja, es ist schon ein bisschen scheiße, dass wir keine haben, finde ich jetzt. Also, da hat es andere Let's Player in der Folge 5 oder so Diamanten und mir nicht. Das ist Asi. Was tun wir da? Da, das da. Das kommt auch da. So. Nein, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Du hast nichts zum Bräteln doch. Wir brauchen eigentlich alle Leisten. Und das kommt eigentlich da an. So. Jetzt haben wir dann noch ein bisschen ummodeln da. Du kommst da an. Ah, stimmt, wir haben noch einen verzauberten Bogen. Stimmt, das haben wir ganz vergessen gehabt. So, Fackeln bräuchten wir eigentlich, theoretisch, praktisch, bla. Bisschen auch noch. Bisschen. Und vielleicht hören wir dann Musik. Mein Bruder hört im Nachbarzimmer ziemlich laut Musik. Es schießt mich ein bisschen an zwar, aber ja. Ich kann es leider nicht ändern. Also, für die, was aufregt, sorry. So. Fangen wir mal ein bisschen mit dem Boden an. Ich weiss nicht, wie ich das bauen soll, ehrlich gesagt. Ich habe es angebracht in meiner anderen Welt, die ich habe. Einfach eine normale Singleplayer-Welt, aber nicht jetzt vom Let's Play. So einen geilen Turm anzubauen. Vielleicht mache ich mal eine Let's Show oder so. Finde ich schon chillig. Aber ich habe schon ein bisschen Ideen, wenn ich das machen will. Aber der erste Boden sollte eigentlich so ein bisschen aus Holz sein. Ich werde mir ein bisschen mehr Mühe geben als mit unserem ersten Haus. Oh, Musik stresst wirklich, also... Okay, wenn es jetzt so lauter wird, dann muss ich ihm schnell sagen, weil... ein bisschen stresst. Okay, wartet schon. So, da wäre wieder, die Musik ist weg. Das ist gut, um mit dem Tour fortsetzen, ist klar gewesen. Ja, was ich noch will sagen, ich glaube, Chef haben wir auch noch nie, so viel ich das gesehen unsere Nacht. Das heisst, wir gehen schnell. Gut pennen. Da sehen wir Wölfli dort unten. Ja, oi du. Wo ist unser... Da eben. Ich will sagen, wo ist unser Haus an da? Also nein. Bang. Da schwimmen wir ein bisschen, tauchen wir ein bisschen runter da. Grund. Blub, blub, blub. Wo sind meine Themen? Da sind meine Themen. So. Stirb. Ah, das Hündchen lebt immer noch. Wisst ihr noch, Anna damals, als man fast gestorben ist, gell du? Ein bisschen rumschupfen. Ja. Ja, gute Nacht. Uff. Im Ofen haben wir auch nichts mehr gehabt. Und wohl haben wir wirklich keine, das ist ja birrenweich. Wir haben 3 Bögen. Gehen wir wahrscheinlich in unseren Lagerraum da unten schauen, was wir alles haben da. Also. Ja, ein bisschen etwas, aber... Was war das gewesen? Steine. Ah, Steine. Ah, Holz haben wir auch genug. Essen. Habe ich schon eingeschaut. Wir können natürlich auch ein bisschen Sachen in den Lagerraum mal transportieren, dass wir da oben ein bisschen weniger Mühe haben. Mit all dem Schrott, den wir da rein haben, wirklich. Und singen ein bisschen zu der Minecraft-Musik. Nein. So, gut, gib mir ein bisschen runter. Fail. Essen haben wir nicht wie Holz, Glas, Sand, habe ich nicht will. Monster-Items. Also das mal weg, das mal weg, das weg. Und... nein. Krimsch, Kramsch. Heißt Dreck. Edelmetalle. Werkzeuge, Waffen. Ah, da können wir unsere Bogen eigentlich rein tun. Da können wir ein bisschen Bäume rein tun. Ah, das sind die einzigen. Okay. Gut, dann können wir schnell unsere Böcke hier holen.
Komm. Da. Werkzeugewaffen. Das habe ich eigentlich nicht wollen. So, wo ist der andere Bogen? Bögeli da. Ach so, 3 Bögen. Okay. Viel haben wir. Nein, haben wir nicht dabei. Okay. Super. Also, wieder zu meinen Themen. Ah. Ei. Ich habe nicht mehr abgelenkt da, ey. Nein, du langst mich nicht mehr ab. Und wir sind erst Stufe 5, also, es läuft da, ey. Wir haben schon die tiefsten Minen durchforstet, bevor ein Update. Wir müssen das wirklich endlich mal anfangen, scharf zu halten oder irgendetwas Viechungsmäßiges. Es wäre leicht von Vorteil, vor allem für die Sachen, die ich vorhabe. Hühner hat keinen schlechten Anfang, Hunde haben wir schon. Aber ich meine nicht etwas Schaf, Kühe, so etwas. Ha! Aber ich sehe einfach nichts. Kein Schaf, keine Kuh, nichts. Niente. Aber die ist wieder Sumpf. Das bringt auch nicht wirklich viel. Und den Turm müssten wir eigentlich auch mal ein bisschen erweitern. Also, Themen. Das erste Thema wäre Facebook. Ja, es würde mich jetzt mal wundern, wie viele von meinen Abonnenten Facebook-Account haben. Sind ehrlich? Nein, eben so ab und zu so Facebook-Zeug. Ich habe selber auch Facebook-Account. Ich weiss, ich habe noch keinen für den Kanal. Wird vielleicht mal einen machen. Wenn wir ein bisschen mehr Abonnenten haben. Ja, und ich rede jetzt von mehr. Absichtlich. Mir kein Holz mehr. Oh, der Aschis. Kann ich da hinten noch? Nein. Okay. Aber wir haben hier Krimskrams. So. Also Facebook, was ich von Facebook halte. Ja, also. Facebook ist schon cool und so, dass man so mal mit Kollegen chatten. Aber ja, ich brauche es jetzt, was sagen wir, einmal im Tag, um schnell zu schauen, was gerade so läuft. Aber ich bin keine so eine Sucht, die wirklich stundenlang mit Facebook verbringt und überall seine Freunde haben. Und ja, ich kenne da Leute, die haben ich weiss nicht, 500 Freunde und fühlen sich da mega krass damit, aber nein, also, das muss ich wirklich nicht haben. Es ist, sorry, aber Leute, das ist hobbylos. Im Ernst, also da kannst du nicht wirklich 500 Freunde einfach so innerhalb von einem Jahr haben und alle persönlich kennen. Also ja, ich habe 200 und die kenne ich alle mehr oder weniger persönlich. Eben bei mir fällt es schon auf, dass ich nicht mehr alle wirklich häufig gesehen oder eben die einen kenne ich einfach vom Gesehen her und das finde ich eigentlich schon falsch. Eigentlich wollte ich nur Kollegen im Facebook, die ich wirklich kennen. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das halte ich ein bisschen auf Facebook. Und ja, dass Facebook an die Börse gegangen ist, finde ich eigentlich eine scheisse Idee von Zuckerberg. Der wollte auch noch ein bisschen mehr Geld machen, ist aber nach hinten losgegangen. Habe ich eigentlich nichts dagegen. Ja, Facebook und Börsen, also sorry, der hat schon so viel Geld mit Werbung verdient. Ich bin eh ein absoluter Werbegegner, weil ich Werbung scheiße finde. Wieder der Bug, ich kann es auch nicht aufnehmen. Ah, jetzt, okay. Eben, auch beim Fernsehen, also beim Fernsehen schauen, ich weiss auch nicht. Ich schaue fast nicht mehr Fernsehen wegen der Werbung. Es ist einfach so scheiße. Ich weiss auch nicht, wenn du so coole Blockbuster schauen willst, eben. Ja, das wäre ein gutes anderes Thema. Eben, wenn du so einen coolen Blockbuster schauen jetzt, ich weiß auch nicht, in 2012 oder so, ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, aber nein, also, und dann kommt so, nach 20 Minuten hast du gerade so einen Film gewöhnt, wie im Kino, und dann kommt so, wollen Sie das neue Haargel kaufen von L'Oreal, bla bla bla, bla bla bla. Und langst du im Kopf und denkst, mein Gott, wie können die Leute dumm sitzen und das machen, ey. Und meistens sind die Werbungen so schlecht gemacht, oder? So Autowerbung oder das Schlimmste sind so Frau-Accessoire-Werbungen. Und das klingt jetzt irgendwie falsch, aber nicht Frau als Accessoire, sondern ja, eben so weniger Fingerlabel, eher so Lipgloss oder was ist Maybelline Jade, Scheiß? Ich weiss, ich kenne die Namen schon auswendig von der dummen Werbung. Oh, ja, sorry Leute, die sind auch hobbylos, aber ja, ich habe wirklich gescheites zu tun, wenn ich Fernsehen schaue, als Werbung zu schauen. Für das schaue ich auch nicht Fernsehen. Ich wollte ja einen Film schauen, wenn ich Fernsehen schaue. Oder ich weiß auch nicht, ganz selten, wenn ich so etwas Tagesschaumäßiges.
ganz, ganz selten. Nein, wir schauen jetzt an Sven messen, also von dem her komme ich schon, das schon ein bisschen mit über, was in der Welt noch läuft. Aber nein, aber ja, ich finde es auch hobbylos. Also, klar, die privaten Sender könnten gar nicht bestehen ohne Werbung. Aber ich würde jetzt lieber irgendeine so eine Gebühr zahlen, monatlich. Und es gibt auch so Sender, so Pay-Sender, die haben wir einfach nicht. Also, abonniert, es gibt schon bei uns. Und ja, eben, aber wenn ich jetzt nicht dagegen ins Pro7 auf das würde umstellen und es einfach keine Werbung würde geben, wäre ich auch bereit, einen Teil von meinem Lohn zu opfern, ehrlich gesagt. Es wäre einfach mal so schön werbefrei. Ich kann schauen. Ich merke es, wenn ich den SF schaue. Also, ja, den SF1 schaue ich fast nicht, weil es einfach eben eigentlich nichts gibt für meine Alterskategorie, würde ich jetzt mal sagen. So aber ich weiss auch nicht, so SF bei den Leuten und so. Ja, das schaue ich jetzt nicht unbedingt so. Ich weiss auch nicht. Meine Eltern schauen das manchmal, meine Mutter. Und ja, es ist jetzt nicht so auf junge, erwachsene, Jugendliche, bla, Teenager abgestimmt, habe ich jetzt das Gefühl beim SF. SF2 schon eher, mit eben allem Zeug, was läuft, eben auch Blockbusters. Und dort genießt es einfach, du kannst mal wieder einfach Fernsehen schauen ohne Werbung. Und denkst du wirklich, warum muss das beim Pro7 so schlimm sein? Also, ja, oder RTL 2, also, wäre eigentlich ein geiler Sender, auf Deutsch gesagt, aber nein, mehr Lineale, hey. Da kommst du wirklich um einen halben Wutanfall über. Ja, ich bin manchmal so einer, der ein heißes Temperament hat, würde ich jetzt mal sagen. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch. Und ja, da muss ich mich schon ein bisschen beherrschen, dass ich wirklich nicht ausrasten vor der Kiste. Ja, und eben, darum schaue ich eigentlich fast kein Fernsehen mehr. Sondern eben, wenn ich heimkomme, ja, eben Aufzüge machen, ein Buch lesen, Computer. Was man halt so macht. Den kann ich wegnehmen. Ja, das wäre es eigentlich zu den Fernsehzeug. Ach, so das Thema noch nebenbei, ja. Da, baum. Baum, baum, baum. So. Hey, was würde mich jetzt echt noch wundern, was haltet ihr jetzt von dem ganzen Fernsehwerbung-Zeugs? Also am Anfang hat es ja nur da die öffentlichen Sender gegeben, irgendwie SF2 oder so, oder Deutscher Rundfunk. Und jetzt, ja, eben mit all den Privatsendern, eben, die haben schon ein bisschen aufgelockert, aber ja, das ist schon das Gefühl, nicht so eine gute Idee, dass mit diesen vielen Werbungen, ja, das ist einfach übertrieben. Du schaust 20 Minuten Film, dann hast du 10 Minuten Werbung. Ja, und ich mache die Folge wieder mal ein bisschen länger, weil wir immer wieder nichts gemacht haben, praktisch. Nein, eben, sorry Leute, wir schauen, wenn es in Zukunft weiter so geht, dann haben wir am Schluss irgendwie, du schaust, geht mal den Vorspann vom Film, dann kommt, wollen Sie kaufen, mehr will ich mehr haben. Und dann irgendwann schaltest du auch den stärksten Zuhörer von dieser Sendung, weiss auch nicht ab, weil einfach genug hast von dem Scheiß. Ja, es ist, und die wollen dich immer ködern, damit du noch ein bisschen mehr kaufst, noch ein bisschen mehr. Am Schluss sind wir Roboter, kaufen. Am Schluss hast du wieder ein Auto kaufen, dann kommst du raus und hast irgendwie so einen Kinderwagen gekauft. Ja, das ist sicherlich ein doofes Beispiel, aber die Leute verstehen es echt, die Menschheit zu manipulieren. Also auch wenn die ihnen einen Scheiß verkaufen. Sag es komische Plastikpistolen von Italien. Habe ich auch schon gesehen in der Werbung. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das Döfste finde ich, wenn es nicht mal einen Sinn macht. Also, ja, ich will das Thema aufhören, aber gleich, das muss ich jetzt echt noch sagen. Also, wenn es überhaupt keinen Sinn macht, der Scheiß. Also, sorry, dann. Ich weiß auch nicht, wenn eine Autowerbung ist. Eine Autowerbung und die bringt einen Roboter. Also, was geht? Also, irgendwo hört es einfach auf. Mit dem erfinderisch sein, habe ich jetzt das Gefühl. Oder? Also, ich wüsste, was ich meine, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwie zu wenig rund geworden, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, das ist zu wenig rund geworden. Und das ist zu nächt. Jetzt mal. So etwas müsste eigentlich sein.
ich wollte es eigentlich nicht ganz rund